So, weiter geht's. Neue Folge von der Long Dark. Jetzt noch mal schnell schauen, weil das ist mir auf die Aufnahme aufgefallen, als ich wieder mal reingeschaut habe, weil die ganzen Mikrofoneinstellungen einfach zum Kotzen sind. Da geht es nämlich gar nicht weiter. Mit anderen Worten, ich werde dazu zwingen, da runter zu gehen. Aber passt, ich habe ohnehin lang darum durchzulaufen. Sich im Wolfgang mit der Hasam vergnügen. Ich denke, das nützt sich doch raus und rennt einfach mal eins weiter. Das sieht nach einem Questziel aus. I knew I'd find something here. Hope nobody needs it. Alles Zeug, das ich nicht brauche und mich nur schwer macht. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen ratlos. Wie komme ich denn da weiter? Ah, da irgendwie. Sind. Lauf hier wieder retour. Aha. Okay. Also das scheint eine speziellere Karte zu sein, wo man halt vorgegebenen Pfad folgen muss. Ist okay, ist okay. Also jetzt bin ich einfach da runter, damit wieder hinüber muss und da kommt man gar nicht durch. Alles klar. Ob sie, dass man von dieser Seite sogar runterkommt, sehe ich dann auf dem Rückweg. Solange ich nicht müde bin, ist es okay vom Gewicht. Wo sind denn die Vögel? Ich höre Vögel, aber ich sehe nicht. Da. Aber die ziehen noch dahin. Okay, da kann ich, aber das geht wahrscheinlich auch noch da hinten durch. Bleib mal beim Bahngleis. Es ist interessant, wie viel Zeug das da am Gleis sind. Das ist jetzt, glaube ich, schon der dritte oder der vierte Zug. Für das so eine abgelegene, am Arsch der Welt Ort ist, hat es mega viel Zeug.
Trans Island Line, ja. Wo so eine grosse Insel sind und da 3-4 Züge unterwegs sind. Komme ich da irgendwie durch? Da haben wir wieder mal das Holz. Okay, Fahrzeug einsteigen, machen wir. Wohlschal, ist das etwas Cooles? Der ist anstelle vom Hütli. Nein. Okay. Wieder raus. Oh nein. Oh shit. Okay. Look. The lights. Ja toll, jetzt haben wir voll Nacht. Wow. Was leuchtet denn da so? Ah, da oben. Die Lampe lädt, wir haben wieder Strom. Ich bin... Is that a campfire? Das sieht tatsächlich nach dem Feuer aus. Also ich bin da jetzt irgendwie auf der anderen Seite. Dort brennt etwas. Das ist sicher der Metti wieder da. Und erzählt das wieder vom Untergang der Welt. Dort leuchtet etwas. Lustig, es hat überall wieder Strom. Ja, hier ist es. Der ist ja ein bisschen unheimlich, dass der immer wieder auftaucht. Cool. Das sind ja, wie nennt es, Nordlichter. Ja, speichern. Dann würde ich sagen, dann reden wir doch mal mit dem Kerl. Hey, so lange nicht mehr gesehen, alter Sack da. You again? How goes the war, my friend? War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear. The cold, hunger. The old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man. I'm not sure. You still believe things are going to go back to the way they were? Lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. Powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. So, this is some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity? The power? And everything dependent on it. Animating it, or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. Mein Gott, hey, was für ein Orakel. I've had a lot of trouble with wildlife lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course, but the birds and beasts, their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think's spooking the wildlife? I can't say for sure, but
The lights in the sky may hold the answer. So, you think the aurora is influencing the wildlife, too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? So, viele Fragen, viel Text und ich bin irgendwie, wie immer wenn ich mit dem Meti rede, kein Dreck weiter. Ja. Machen wir noch einen Meti-Spielstand. Den werden wir sicher wieder sehen. Tschö Meti. Macht das Sinn nicht hinterher schauen? Ich glaube nicht. Kann ich denn jetzt auch mit dem Auto fahren? Das wäre auch noch etwas. Wenn wir da schon Strom haben. Schön ist, ich bin ausgeschlafen. Nach dieser Bärattacke. So. Nö, fahren kann man nicht. Dann wird wenigstens der Wagen. What the fuck? Ist das jetzt gerade ein grün leuchtender Wolf gewesen, der mich angenurrt hat und weggerannt? Der ist noch da. Ein radioaktiver Wolf. Naja, egal. Ich komme jetzt da zum Wartungsplatz und heute ist für dich die Frage, soll ich wirklich mich der Nacht fortbewegen? Ich habe das Gefühl, dass schon wieder irgendetwas am Moment. Oder wäre es gescheiter irgendwo schlafen? Wobei ich habe das Gefühl, das ist jetzt extra triggert worden für eine Story, damit es so ein bisschen spooky aussieht. Hübsch ist es ja, muss man zugeben. Ja, da ist schon wieder etwas hinten. Also ich kämpfe mich jetzt einfach mal durch. Wo ist er denn? Ich höre Wölfe, aber ich sehe nichts. Wo feige die Hütte verstecken. Aber ich glaube, die Wölfe sind auch irgendwie ein bisschen am Durchdrehen da in dem Spooky Light. Die sind ja eigentlich von den Geräuschen zwischen Knurren, Bedrohen und ist ja in der Regel. Hallo? Wenn sie am Abhauen sind. Ich sehe sie mal gerade nicht. Keine Ahnung. Mal schauen, ob ich da in die Hütte nie komme. Das Brechis habe ich glaube dabei. Mal zumachen. Eine Bügelsäge. Mein Problem ist, ich habe zu wenig Platz.
Also eigentlich würde ich am liebsten schlafen. Okay. Ja, ich bin jetzt echt ein bisschen ratlos. That'll come in handy. Das ist, ich bin jetzt natürlich bereit zu überladen. I need more of that. Also ich habe gespeichert. Ich würde sagen, ich schaue mich jetzt mal schnell auf dem Gelände rum. Aber irgendwie habe ich echt den Eindruck, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich da jetzt Norden aufbrich. Es knurrt und es winselt, ich sehe aber nichts. Kann oft sein, dass da auf die lustigen Geräuschkulissen aufgebaut wird. Ja, was soll ich machen? Ich habe grundsätzlich einfach zu wenig Platz, um das alles mitzunehmen. Ich mache da irgendwas Lager. This'll come in handy. 10 Kilo, also nur mal schnell. Das brauche ich ja offensichtlich im Moment nicht. Ich muss das ganze Holzzeug da rein. Futter auch, es liegt da unten noch. So ein Hölzli. I could use this, but I need more of that. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Hast du Durst? Oh ja. Dann trink doch die super Gammel Limo. Und noch ein Nüssli. Ein bisschen Wasser. So. Was haben wir denn sonst noch? Das ist aus. Hast du kalt? Das bisschen.
Jetzt hat es auch nur 50 Kilo könnte ich dort reinmachen. Da liegt noch ein Schokoriegel. This stuff will come in handy. Schon alles voll mit Futter. Krass. Jetzt ich gleich so die Lampe mitnehmen. Wow. What the fuck? Mal speichern, das sieht gefährlich aus. Ja, und ich glaube, das gefährliche Ding, das schauen wir in der nächsten Episode an. Bis dann. Tschüss.